Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen und mich bei den Organisatorinnen sehr herzlich bedanken für diese Gelegenheit, hier in diesem Rahmen über die Jenischen zu sprechen. Die Jenischen sind eine nicht anerkannte Volksgruppe in Österreich und in Europa. Ich versuche jetzt in 20 Minuten so ein grobes Bild zu zeichnen. Das ist relativ schwierig. Ich glaube, ich könnte 2 Tage darüber sprechen. Als erstes möchte ich auf den Titel meines Vortrages zu sprechen kommen. Es steht im Programm Österreichs unbekannte Volksgruppe. Ich könnte hier ganz viele Adjektiva einsetzen, um sozusagen diese Volksgruppe zu beschreiben. Ich könnte sagen, die vergessene Volksgruppe, die verdrängte Volksgruppe, die verborgene Volksgruppe, die Volksgruppe, die am besten integriert ist, die langzeitdiskriminierte Volksgruppe, eine verfolgte, eine übersehene Volksgruppe, eine Volksgruppe, die keinen Staat hinter sich hat, der als Schutzmacht eintreten könnte. Es gibt keinen jenischen Staat. Im Folgenden möchte ich kurz auf ein paar Aspekte eingehen, um einen Einblick zum Thema Jenische ermöglichen. Das ist nämlich relativ schwierig in dieser kurzen Zeit. Als erstes werde ich darauf eingehen, versuchen zu erklären, wer die Jenischen sind. Als zweites möchte ich ein paar Gedanken zur Anerkennung der Jenischen kundtun. Dann möchte ich auf die Begriffe Kultur und Sprache eingehen, weil das ja etwas ist, das gefordert wird von den Jenischen, zu beweisen, dass sie eine Kultur haben, zu beweisen, dass sie eine Sprache haben, um damit zu beweisen, dass sie überhaupt existieren. Und am Ende möchte ich noch ganz kurz einen literarischen Text vorlesen. Wer sind die Jenischen? Jenische sind seit Jahrhunderten in Österreich und anderen Ländern Europas beheimatet. Aufgrund ihrer früher oft fahrenden oder seminomadischen Lebensweise wurden und werden Jenische häufig als fremd und eingewandert betrachtet. Jenische waren vielfach nur zeitweise bzw. saisonal Fahrende und verbrachten die kalte Jahreszeit in ihrer Heimatgemeinde. Sie besaßen ein Heimatrecht und das ist historisch sehr wichtig. Also bevor sozusagen dieses Staatsbürgerinnenrecht kam, waren die Jenischen schon auch in ihren Heimatgemeinden zu Hause. Sie lebten hier und leben hier und sind österreichische Staatsbürgerinnen. Es ist anzunehmen, dass es Jenische in Österreich viel länger gibt, als historische Quellen das belegen. Jenisch zeichnet sich vielfach durch eine mündliche Tradition aus, was im Umkehrschluss aber heißt, dass es wenig schriftliche Quellen vor allem aus jenischer Hand gibt. Andersherum werden in historischen Quellen aus nicht-jenischer Hand Jenische meistens nicht als Jenische bezeichnet, sondern in fragwürdigen Fremdbezeichnungen wie Gauner, Zigeuner und Banden mitgemeint, wobei es hier nie klar ist, inwiefern tatsächlich Jenische damit gemeint sind. Das führt dazu, dass der Nachweis anhand schriftlicher Quellen lückenhaft bleibt und schriftliche Quellen sind aber immens wichtig, wenn es darum geht, die Existenz zu beweisen. Leider ist das so. Um auf vielfältige Weise ihren Unterhalt zu verdienen und damit der Armut vor Ort zu entkommen, fuhren Jenische durch die Lande. Sie boten Dienstleistungen und Waren an und schufen damit ein gutes Einkommen. Es gibt eine Arbeit von Christian Neumann, der in diesem Zusammenhang gesagt hat, oder die seine Arbeit tituliert mit Arm waren die anderen. Es ist nämlich auch immer so ein Klischee, dass Jenische arm waren. Da muss man dazu sagen, dass meistens das Land arm war und die Jenischen unterwegs waren. So gesehen sind die Jenischen vielleicht ein sehr frühes Opfer des gierigen Kapitalismus. Jenische wurden von der Obrigkeit zu Vogelfreien erklärt, galten als Nomaden und Heimatlose, aber auch als arbeitsscheue und Minderwertige. Im Nationalsozialismus als sogenannte Zigeunermischlinge oder Asoziale verfolgt und ermordet, hat aber die Gewalt nach diesem Krieg und die Unterdrückung und Erniedrigung durch anerkannte Institutionen, Kindswegnahmen und erbarmungslose Erziehungsmethoden
in Heimen leider auch nach 1945 nicht geendet. Durch die Diskriminierung, Kriminalisierung ins Verborgene gedrängt, sind ihre Geschichte und Existenzen, ihre Sprache und kulturellen Traditionen lange Zeit unbeachtet geblieben. Als nächstes möchte ich kurz zur Anerkennung der Jenischen etwas sagen. Die Jenischen sind in Österreich weder als Volksgruppe anerkannt, noch ist ihre Sprache als Minderheitensprache akzeptiert. Also weder die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen, noch das österreichische Volksgruppengesetz hat den Jenischen geholfen. Vielleicht kann nun die UN-Dekade der indigenen Sprachen eine Hilfe sein. Immerhin ist eine Dekade 10 Jahre lang. Allein in der Schweiz wurde diese Anerkennung 2016 möglich. In Deutschland, Luxemburg, Frankreich und in Österreich kommt Bewegung in die Sache. Es gibt Anträge an nationale Regierungen, aber auch eine europaweite Petition an den Europarat mit breiter Unterstützung. Im Regierungsprogramm der jetzigen österreichischen Regierung steht, dass die Anerkennung der Jenischen geprüft werden soll. Ich frage mich, was geprüft werden soll. Es ist ein kleiner Satz in diesem großen Regierungsprogramm, aber er hat eine sehr große Bedeutung für die Jenischen. Ich gehe jetzt da nicht sehr auf diese Anerkennungsgeschichte ein. Ich möchte nur kurz erwähnen, es hat schon einige wichtige Termine gegeben. Es gibt ein Interesse sehr wohl auf medialer Ebene, also die Medien sind uns sehr zugewandt und sehr neugierig und berichten auch immer wieder. Ich habe am Montag einen Termin mit dem Verein Jenische in Österreich im Bundeskanzleramt in der zuständigen Sektion. In 2 Wochen einen Termin mit dem Europarat, wo Expertinnen mit uns reden werden und die Situation mit uns diskutieren werden. Es hat auch schon ein Treffen im März 2022 in Wien gegeben. Da haben wir auf Initiative und auf Einladung von Olga Voglauer, die heute auch noch bei der Diskussion anwesend sein wird, mit den Volksgruppensprecherinnen aller im österreichischen Parlament vertretenen Parteien gesprochen. Es war ein sehr positiver Austausch, es war sehr interessant, es ist dann aber auch etwas stecken geblieben und jetzt kommt wieder ein bisschen Bewegung in die Sache. Gut, gibt es eine jenische Kultur, ist meine nächste Frage. Wenn das Thema Jenische auf den Tisch kommt, ist die Frage, woher kommen denn die Jenischen, sehr schnell gestellt. Diese Frage geht von einem Bild aus, das die sesshafte Mehrheitsbevölkerung als gegeben annimmt und die Jenischen als eingewandert und fremd sieht. Historisch betrachtet stimmt das nie, denn Vertreibungen, Wanderungen und Kriege sind die Vorgeschichte einer sesshaften Lebensweise. Somit müsste die Frage nach der Herkunft der Jenischen beantwortet werden mit: Die Jenischen sind hier in Europa zu Hause. Ein wichtiges Kennzeichen jenischer Lebensweise, habe ich vorher schon kurz erwähnt, ist die Tatsache, dass das Wissen und die Tradition mündlich überliefert wird. Somit sind eigene schriftliche Dokumente ihrer Historie nicht oder kaum vorhanden. Vieles aus der jenischen Kultur wurde zwangsweise ins Verborgene verlagert, überlebte innerfamiliär in verschiedenen Ausprägungen und wurde innerhalb der jenischen Gemeinschaft beschützt. Dies führte dazu, dass die Mehrheit in Europa nur punktuelles Wissen abhängig vom jeweiligen Zeitgeist zur Verfügung hat. Die ursprünglich fahrende oder seminomadische Lebensweise wird manchmal als kulturell prägendes Element hervorgehoben. Das stimmt aber nur zum Teil, denn vermutlich ist die Vorstellung eben von einer zeitweise fahrenden Lebensweise richtiger. In der warmen Jahreshälfte waren Jenische unterwegs, um auf vielfältige Weise ihren Unterhalt zu verdienen. Ein Leben als Fahrende ist heute aber nicht mehr möglich. Es gibt keine Standplätze für Jenische. Und es gibt keine legalen Verdienstmöglichkeiten. Es werden auch immer wieder typische Berufe der Jenischen beschrieben, die sozusagen diese Kultur umreißen könnten, wobei vielleicht der Gedanke am Anfang stehen muss, dass Jenische seit jeher sehr flexibel auf einen sich ändernden Bedarf reagierten.
Sie produzierten traditionell verschiedene Waren, wie zum Beispiel Körbe, Korbflechter ist ein klassischer jenischer Beruf. Sie betrieben Handel, sie reparierten Gebrauchsgegenstände, zum Beispiel Pfannen, Pfannenflicker, Schirmflicker, oder sie waren mit der Wartung von Werkzeugen als Messerschleifer beispielsweise beschäftigt. Das sind alles Tätigkeiten, die aus heutiger Sicht nicht mehr interessant sind. Wenn was kaputt wird, wird es weggeschmissen und neu gekauft. Deswegen auch die Ansage, dass die Jenischen vielleicht ein frühes Opfer des gierigen Kapitalismus waren. Die Jenischen transportierten als Warenhändlerinnen Waren, aber auch Nachrichten in einer Zeit, in der sozusagen die Nachrichten auch langsamer unterwegs waren. All das wurde aber abgeschafft und heute sind Jenische in zahlreichen bürgerlichen Berufen tätig. Nun zu meinem Fachgebiet, die jenische Sprache. Also ich bin Sprachwissenschaftlerin, beschäftige mich seit den späten 1980er Jahren mit dem Thema jenische Sprache, bin darüber in diese Geschichte mit den Jenischen sehr tief eingetaucht, bin eine Schülerin von Romet Mungenast, viele im Publikum, glaube ich, haben ihn noch kennengelernt, der einfach ein Pionier war und auch dazu geführt hat, dass in Tirol das Thema Jenische sehr präsent immer war oder seit den 80er Jahren ist. Obwohl es innerhalb der Sprache, also der jenischen Sprache, sehr viele regionale und auch gruppenspezifische bzw. familiär bedingte Unterschiede gibt, ist es für Jenische jederzeit möglich, sich in weiten Teilen Europas in jenischer Sprache zumindest grundlegend zu unterhalten. Somit ist eindeutig, dass sehr viele verbindende Elemente erhalten geblieben sind. In der Linguistik ist es so, es gibt keine eindeutigen Parameter, die sagen, wenn eine Sprache diese Parameter erfüllt, dann ist es eine eigenständige Sprache. Es wird sehr häufig behauptet, dass das Jenische nur so ein Soziolekt oder eine Sondersprache der deutschen Sprache ist. Dagegen muss ich mich ganz vehement wehren. Die jenische Sprache ist eine Sprache vor allem deshalb, weil die Jenischen ihre Sprache als Sprache definieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den die Linguistik eigentlich immer beiseite lässt. Es gibt auch noch weitere Parameter wie die Verständlichkeit. Wenn Jenische sich untereinander unterhalten, werden sie nichts verstehen. Das finde ich ist der logischste Grund, eine Sprache als eigenständige Sprache zu bezeichnen. Und es ist eine Sprache, die Jenische in ihrer Familie, in ihrem Alltag sprechen. Also es ist eine Alltags- und Familiensprache. Es wird immer wieder, werden alte wissenschaftlichen Arbeiten zitiert, wo das drinnen steht, dass es keine Sprache ist. Ich betrachte mich als Fachfrau für dieses Thema und ich behaupte, Jenisch ist in jedem Fall eine eigenständige Sprache. Soweit zu diesen Punkten, die im Volksgruppengesetz gefragt sind. Und ich möchte abschließend noch ein paar ganz kurze Gedanken anbringen. Seit 2016 organisiert die Initiative Minderheiten Tirol den Jenischen Kulturtag in Innsbruck meistens. Das ist ein jährliches Treffen und diese Folge dieser Jenischen Kulturtage hat dazu geführt, dass es mittlerweile ein sehr gut funktionierendes europäisches Netzwerk der Jenischen gibt, was sehr viel Kraft hat und das ist einfach ein sehr wichtiger Punkt. Ich möchte auch betonen, dass es wissenschaftliche Arbeiten aus neuerer Zeit gibt, die sozusagen weggehen von rassenbiologischen Arbeiten, die sehr viele Aspekte, die das jenische Leben betreffen, bearbeiten. Und in Innsbruck wurde heuer damit begonnen, ein jenisches Archiv aufzubauen, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, in dem sozusagen digital, aber auch physisch alles gesammelt wird, was sozusagen zum Thema Jenische auf dieser Welt existiert. Ich möchte aber auch noch darüber sprechen, dass es auch viel Literatur aus jenischer Hand gibt. Hier möchte ich ein paar Namen nennen. Als erstes eine Schriftstellerin aus Kärnten, die in unserer Mitte sitzt, Simone Jeunette, die mit Andere Akkorde einen sehr spannenden Roman vorgelegt hat, wo es genau darum geht, dass es sozusagen einen Staat geben könnte ohne Territorium. Sehr spannend. Weitere wichtige Namen sind Romet Mungenast, der eben als Pionier zu bezeichnen ist. Er war
ursprünglich Bahnrangierer, er hat aber ganz viel geschrieben, Lyrik, Geschichten, er war ein Pionier, weil er sehr viel unterwegs war und er hat vom österreichischen Bundespräsidenten auch den Professorentitel verliehen bekommen. Sieglinde Schauer-Glatz ist eine Innsbrucker Schriftstellerin, Willi Wottreng, ein Schweizer, Isabella Huser, die kürzlich einen sehr tollen Roman vorgelegt hat, in dem sie ihre Suche ihrer jenischen Wurzeln sehr toll beschreibt. Und also last but not least möchte ich Mariella Mehr erwähnen. Mariella Mehr ist eine Schweizer Schriftstellerin, die mit unglaublicher Wortgewalt Geschichten, Gedichte, Texte, aber auch journalistische Texte geschrieben hat. Und sie ist leider kürzlich verstorben, am 5. September ist sie in Zürich verstorben. Und anhand eines Textes, den Mariella Mehr geschrieben hat, möchte ich alles, was ich bisher erzählt habe, einfach noch unterlegen mit einem Text aus einer jenischen Feder. Die Härte des gesellschaftlichen Umganges mit den Jenischen kommt in ihren Texten sehr gut zum Ausdruck und ich mute Ihnen diese Worte zu. Das ist ein Text, der ist 1999 veröffentlicht worden und ist ein Brief, den Mariella Mehr Jahre nach dem Tod ihrer Mutter an ihre Mutter gerichtet hat. Und Teile dieses Briefes möchte ich jetzt vorlesen. Liebe Mutter, mein Gehirn ist kein Sperrkonto, das ich mit unseren Erinnerungen belasten könnte, um so, befreit von allem Zorn, fröhlich weiterzuleben. Ein jeder meiner Tage ist ein neuer Versuch und ein Lernen mit diesen Erinnerungen, den deinigen und meinigen, mit den Erinnerungen an die Geschichte unseres Volkes zu leben, ohne daran zu zerbrechen. Du, Mamera, bist daran zerbrochen. Es war dir nicht einmal vergönnt, 60 Jahre alt zu werden, verbraucht, wie du warst vom Erinnern, vergiftet von ihren perversen Vorstellungen über Recht und Ordnung. Diesen Vorstellungen warst du ausgesetzt bis zu deinem Tod, ihrer letzten Schriftprobe kurz vor deinem 60. Geburtstag. Von Vollzugsbeamten geordnet liegen nun deine Lebensdaten auf meinem Tisch, schulmeisterhaft geheftet in Orangenordner, die orangenen Ordnerrücken sauber beschriftet. Maria Emma Mehr, geboren am 27. August 1924 von Almens Graubünden, gestorben 1983 in Zürich. Besonderes Kennzeichen: Angehörige des jenischen Volkes. Eine Minderwertige also, von Minderwertigen gezeugt, rassenbiologisch gesehen der letzte Dreck, versehen mit den Stiefelspuren der Vollzugshierarchien. Ein Hundeleben nanntest du deinen steten Abstieg in die Unwirtlichkeiten des Selbsthasses, als ob Hunde keine Seele hätten und deinesgleichen mehr als ein dreckiger Dreck sein könnten, sagtest du Hundeleben. Dir war das Träumen noch nicht ganz vergangen und das Wissen geblieben, dass anderswo anders gelebt wird und keiner des anderen Dreck sein dürfte oder Scharreisen, als dass man deinesgleichen ja auch benutzte, ehe dich ihr himmlischer Obervollzugsbeamte endlich verscharren ließ. Die Liebe der jenischen Mütter, sagten sie, ist animalisch und primitiv. Sie bedarf der Bestrafung, also sterilisierten sie dich, nachdem du 2 Kinder geboren hattest. Das eine Kind, mein Bruder, erhängte sich mit 12 Jahren in einer Anstalt für geistig Behinderte, weil er das Leben in der Kälte nicht mehr ertrug. Er war nicht behindert genug, um sich anders zu wehren. Deine Hilferufe aus Arbeitshäusern und Irrenanstalten, deine Flüche, dein Bitten und Winseln,
deine Verzweiflung und nutzlosen Selbstbeschuldigungen, sie liegen jetzt in Briefen vor mir, die mich damals, als du sie schriebst, nie erreichten. Müll produziert Müll, also vergilbten sie in den orangen Aktenordnern mit dem Vermerk versehen, nicht weitergeleitet. Sie vergilbten neben den meinen, die dich nie erreichten. Herzallerliebstes Mütterlein, mach mir's Herztürchen auf zum Herznestal, damit auch mir warm werde. Wie konnte ich wissen, dass in deinem Herzen andere hausten und sauten, die Straßenkehrer zur Nachtzeit mit ihren christlichen Schwänzen herumhurten, bis endlich Nacht in dein Gehirn einkehrte. Vielen Dank.